Wie genau wir unsere Umwelt mit Hilfe von Satelliten beobachten können, hängt maßgeblich von verschiedenen Eigenschaften ihrer Sensoren ab, denn diese entscheiden darüber, wie detailliert Informationen über die Erdoberfläche aufgezeichnet werden. Die räumliche Auflösung eines Sensors ist eine dieser Eigenschaften. Sie gibt die Größe des Ausschnitts der Erdoberfläche in Meter an, die in einem Pixel dargestellt wird. Aber was ist eigentlich ein Pixel? Die meisten Satellitendaten stellen die Reflexionsstärke des Sonnenlichts von der Erdoberfläche dar. Man spricht dabei von Rasterbildern, da es sich bei jedem Bild um ein Raster mit tausenden Zeilen und Spalten handelt, die mit den verschiedenen Reflexionswerten der entsprechenden Fläche der Erde gefüllt sind. Und als Pixel bezeichnen wir die einzelnen Zellen dieser Raster. Bei der räumlichen Auflösung unterscheidet man zwischen geringer, mittlerer, hoher oder sehr hoher Auflösung. Vergleichen wir die folgenden Bilder, wird schnell ersichtlich, was damit gemeint ist. In dem linken Bild beträgt die räumliche Auflösung 30 Meter und in dem rechten Bild beträgt sie 300 Meter. Im ersten Fall entspricht ein Pixel also 900 Quadratmetern, im zweiten Fall sogar 90 Quadratkilometern der Erdoberfläche. Welches Bild hat wohl die höhere Auflösung? Genau, das linke natürlich. Bei dem Vergleich der beiden Bilder wird auch ein Problem der räumlichen Auflösung deutlich: Mischpixel. Umso geringer die räumliche Auflösung ist, desto häufiger werden nah beieinander liegende Objekte gemeinsam in einem Pixel abgebildet. Da ein Pixel ja die Reflexionswerte der dargestellten Objekte enthält, entspricht der Wert in Rasterzellen mit mehreren Objekten dann dem Mittelwert der Reflexionswerte der verschiedenen Objekte. Und so entsteht ein Mischpixel, der nicht eine, sondern mehrere Oberflächen abbildet. Umso mehr Mischpixel vorhanden sind, desto schlechter lassen sich Flächen in einem Bild voneinander unterscheiden. Aber warum verwenden wir in der Fernerkundung nicht nur Sensoren mit einer hohen Auflösung, um uns eine detailgenaue Abbildung der Erdoberfläche zu ermöglichen? Letztendlich entscheidet das Anwendungsgebiet des Satelliten über die räumliche Auflösung, wobei die folgenden Faktoren gegeneinander abgewogen werden. Erstens: Welches Aufnahmesystem wird verwendet? Denn es ist ein Unterschied, ob aus geringer Entfernung zur Erdoberfläche von einem Flugzeug oder von einem weit entfernten Satelliten aus aufgenommen wird. Gerade für detaillierte kartografische Anwendungen wird meist eine möglichst geringe Entfernung zur Erde gewählt. Zweitens: Wie häufig sollen neue Daten von demselben Bereich aufgenommen werden? Denn eine gröbere Auflösung ermöglicht eine größere Ausdehnung des abgebildeten Gebiets und verkürzt auch die Zeit, in der der Satellit ein Gebiet wieder überfliegt. Das ist vor allem für Wettersatelliten entscheidend. Drittens: Welche Wellenlängen sollen aufgezeichnet werden? Die Sensoren, welche die von der Erde reflektierten Strahlung aufnehmen, müssen mit zunehmender räumlicher Auflösung kleiner werden. Damit verringert sich auch die Menge an Strahlung, die auf diese sogenannten CCD-Sensoren trifft. Das kann dazu führen, dass bestimmte Wellenlängenbereiche schlechter oder gar nicht mehr aufgezeichnet werden können. Die räumliche Auflösung beschreibt also die Fähigkeit eines Sensors, Details aufzunehmen. Sie wird in Meter angegeben und reicht von geringer bis zu sehr hoher räumlicher Auflösung. Wann Sensoren mit hoher oder geringer Auflösung eingesetzt werden, hängt vor allem von dem Anwendungsgebiet ab, in welchem die Satellitendaten benötigt werden.